Servus, grüß euch und habe die Ehre, ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich bin die Fadewilson und ich zeige euch ein Sniper-Bild, ein Überlebens-Sniper-Bild, würde ich mal behaupten. Ich habe es gespielt, mir hat es Spaß gemacht. Jeder wird sich gleich am Anfang fragen, oh, der hat ja zweimal ein Sniper-Gewehr drin. Ja, es ergibt sich mit dem, so wie ich es gespielt habe, wird, sage ich mal vorweg, mit der Grausamkeit gespielt, ist die Exo, und mit der weißen Lady. Sag ich schon wieder, weiße Lady. Mit dem weißen Tod. Was habe ich mit der weißen Lady blinkt oder was? Wurscht. Ja. Spaßbild, einwandfrei, macht einen enormen Schaden. Du kannst da, wenn es ein bisschen, ja, wenn du es geübt hast, kannst du auch viel spielen damit. Also legendär geht natürlich nicht. Aber mir hat es halt einfach fasziniert. Und darum tue ich das eine. Ja. Was ich noch sagen muss, funktioniert nur mit dem Modifier. Also da die Modifier eine, so wie ich das gesagt habe, ja. Oder wenn einer eine bessere Variante weiß, dann tut er natürlich die eine. Aber funktioniert tatsächlich nur mit dem Modifier. Mit denen geht das Bild extrem gut. So, wenn man die Modifier ausschaltet, geht es natürlich auch, aber dann wird es nicht mehr so einfach, beziehungsweise die Grausamkeit macht dann nicht mehr so viel Schaden, wenn man auf den Körper schießt, als wie es jetzt da im Video gesagt habe. Modifier an, dann funktioniert das Ding. So, das ist so richtig gut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich labert schon wieder so einen Haufen Scheißdreck. Schaut euch das Video an und ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Servus und Packmas. So, jetzt schauen wir uns einmal das Bild an. Wir haben einen Präzisionsschützen. Ja, Präzisionsschütze deswegen, weil wir mehr Kopfschussschaden zusammenbringen mit dem. Einstellen, da wir den auf Scharfschützengewehr und normales Gewehr, wobei wir nur ein Scharfschützengewehr brauchen werden. Ja, der Präzisionsschütze erhöht Kopfschussschaden, generiert Munition, gibt in Deckung beim Nachladen Bonusrüstung und die Dinger, die können wir ganz gut brauchen. Dass wir ein bisschen überleben auch, weil der Präzisionsschütze jetzt, der ist so gebaut, dass man tatsächlich gut spielen kann damit und nicht bei jedem Husterer umfallen muss. Dann haben wir die Modifier. Da habe ich den aktiven Modifier Umkehrung drin. Wenn die Gegner zulaufen, dann drückt man da drauf, dann hat man den gleichen Schaden weit weg, auch nach hier. Also passiver Modifikator mit knapper Not. Und dann habe ich noch den Beharrlichkeit mit drinnen, dass wenn die kurz oder wenn die da sind, dass langsamer werden, dass ich genauer wäre und Nachladegeschwindigkeit erhöht ist, bringt auch ganz viel. So, dann haben wir tatsächlich die grausame Anordnung. Die Waffen wird nicht oft gespielt, ich habe es auch noch nicht ganz ausgeholt, erst auf 8,3, weil mir einfach Matz ausgegangen ist. Aber das Ding ist echt gut. Hat Halbautomatik und ich habe scrollt 10% Schaden gegen ungedeckte Ziele, 111% Kopfschussschaden mehr. So, und dann haben wir Stillstand, das Talent. Ich fasse mal grob zusammen. Beim Nachladen kriegst du Bonusrüstung, beim Kopfschuss kriegst du Bonusrüstung und neues Magazin. Und somit haben wir die 147 Kugeln, was im Beutel drin sind, reichen uns locker. Ja. Durchlesen kann es ja jeder selber. Ich sage das nur so grob. Ja. Dann haben wir da noch der weiße Tod, ich sage die weiße Lady. Der weiße Tod ist dafür da, dass man one-shotten kann mit dem Bild. Ja. Einmal aktiviert, das heißt einmal roter Kopfschussschaden, ja, dann kann man den jeden beliebigen Gegner wegheizen. Das Gewehr hat drauf 137% Kopfschussschaden und Schaden gegen ungedeckte Ziele. Dann habe ich das Visier drauf von der Spezialisierung. Das verstärkt auch nochmal einen Kopfschussschaden. Dann habe ich ein Nachladetempo drin im Magazin und eine Stabilisierung. So, das Talent entschlossen drauf. Und dann brauchen wir noch die Pistole. Die Pistole ist hier die E-Card, habe ich genommen wegen Fertigkeitsrang, weil dann die Heildrohne besser geht. Hat das Talent entschlossen drauf auch. Ja, damit das mit dem Heißsporn-Set gut funktioniert. Die Werte sind vom Kopfschussschaden her, wir haben mit jeder Waffe weit über 200% Kopfschussschaden. Ja. Und
mit der TDI-Card hat man 210% Kopfschussschaden und 60% Chance auf kritische Treffer. Also wenn dann einer in der Nähe ist, den blasen wir trotzdem weg. Deswegen die TDI-Card oder ein bisschen mehr Munition auch im Magazin. So, dann brauchen wir den Heiß-Sporenmaske. Ja, da haben wir 3 Teile von dem Ganzen. Der Heißsporn macht Folgendes. Er gibt 30% Scharfschützengewehrschaden, 30% Waffenhandling und 30% Kopfschussschaden. Ja, und hat das Talent Kopfschmerz. Das lese ich jetzt nicht vor. Ach, das liest sich selber durch. Es fungiert aber ganz gut. Einmal in den Kopf schießen, der fällt um und dann hat man auf jeden Ad, was man hat, immer Kopfschussschaden, egal wo man trifft. Und das ist das Gute. Das seht ihr dann im Gameplay vielleicht eh. Dann natürlich Handschuhe. Alles ist auf Kopfschussschaden gerollt. Die Knie auch wieder auf Kopfschussschaden gerollt. Dann haben wir das Holster. Das Holster ist Verschleißgrenze, gibt uns zusätzlichen Gewehr- und Scharfschützengewehrschaden, nochmal 25% drauf und natürlich auch wieder auf Kopfschussschaden gerollt. Ja, jetzt kommen wir zu einer Weste, das ist die Serienmörder, benannte Weste von Walker & Harris. Die bringt 5% Waffenschaden und 5% Rüstungsschaden mit, 15% Waffenschaden dann drauf. Das ist auch nicht so einfach, dass man das so kriegt, muss ich ganz dazu sagen. Dann Kopfschussschaden 10% und 10% Kopfschussschaden Mod. Dann bringt es mit aus der Rente den perfekten Kopfgeldjäger. Wenn Sie einen Gegner mit einem Kopfstoß töten, fügt der nächste Treffer, den Sie innerhalb von 30 Sekunden mit der Waffe erzielen, 150% des Schadens des Kopfschusses hinzu. Es ist auch ganz lustig, und wenn man über 150% Kopfschussschaden hat im Set, dann kommt der Schaden auf 1250% mehr. Ja, also jetzt denken wir mal durch. Es ist schon brachial, wo es da mit der Westen zusammenkommt. Und unsere Waffen haben allesamt weit über 200% Kopfschussschaden drauf. Ja. Ja, das war jetzt einmal das Set nochmal im Ganzen. Und ich habe gespielt mit der Reparaturdrohne, ja, weil, ja, wenn man drin sitzt, die Richtung haben wir wieder ein wenig zusammen. TD-Card gezogen und dann geht es ein wenig schneller. Und im Grunde ist jeder, ja, gibt es jetzt kein Nonplusultra von dem Bild. Köder kannst du spielen. Ich habe halt absolut einen Wiederbeleber da noch mit drin, zur Sicherheit, dass ich nicht komplett umfall. Ja, jetzt tue ich noch ein wenig Gameplay rein. Das Ding, das braucht's, weil zur besseren Erklärung, gell, am Anfang seht ihr, wie man mit der Grausamkeit die Rüstung aufbaut und somit das Bild zum Überlebensbild machen kann. Ja. So, das war's noch mal ein bisschen Gameplay. Ich finde, das Set macht brutalen Spaß und um das geht es ja bei uns. Ja, Spaß muss man haben und es macht auch einen brachialen Schaden, abgesehen davon. Also bis zum nächsten Mal, pfiat euch, servus, eure Feldwölzen. Und ne Black Tuss pflückt, das ist korrekt. In das Rikers Outcast und du Black Tusch kriegt die Chance, wenn die kommt mit uns an Lust. Bang, 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 bang. Bane hat das ein Agent, Bane hat das Lüft, Bane hat das Blutruf. Bane hat der Feind recht bald. Lacht der Deckung ab, geht nix mehr. Der Agent kommt drin, mitten rums und her. Wir finden Sold und Solut in der Ecke. Und ne Black Tuss pflückt, das ist korrekt. Jedes Rikers Outcast und du Black Tusch. Keine Chance, wenn die Kopf mit uns an Lust. Bang, 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 bang. Bane hat das
Capitol bis runter an Hafen. Belübt und kämpft, nichts kann uns stoppen. Cowboy in Rot mit Hut auf dem Kopf, jeden Einsatz aus dem heutigen Galopp. Mit Skill und Dosetten kommen wir ans Ziel. In Division 2 tätern wie Hetzstil. Oh, bam, 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 bam. Beinhard ist ein Agent, Beinhard, dass er kämpft, Beinhard, dass der Wumme knallt, Beinhard, der Feind wäscht bald. Cowboy, Beinhard, der Lohn ist neu. Beinhard, das ist ein Präzisionsschuss. Beinhard, die wie so blau regt uns einen Rutsch. Beinhard, das ist Präzisionsschuss. Beinhard, Division V regt uns einen Rutsch. Beinhard, das ist ein Cowboy. Beinhard, der Lohn ist neu.